Endlich wieder einmal ein Kulturtalk und heute geht es um das Buch hier von der Ingrid Hofer. Teddy Edi im Zirkus. Das ist ihr neuester Wurf. Ich habe mega Freude, ist sie da heute. Herzlich willkommen. Danke, Christoph. Ingrid, und herzlich willkommen, Teddy Edi. Schön, hast du den Weg gefunden. So. Sehr gern. Ja, das ist jetzt hier dein bereits dritte Buch beim G&G Verlag. Genau. So. Hey, bist du fleissig? Ja, bin ich schon. Also ist das so ein bisschen ein Verlags... ist das im Vertrag drin gestanden beim Verlag, dass du musst so regelmäßig etwas veröffentlichen oder willst du das auch einfach selber? Nein, also es ist tatsächlich so gewesen, wo wir zusammengeguckt sind und die Planung gemacht haben für 21 und 22, ist der Wunsch vom Verlag gewesen, dass wir 4 Bücher machen, also 2 und 2. Und dann haben gesagt, ja gut, dann machen wir das. Also ich habe das unterschrieben und habe so wirklich gern gemacht. Und das ist ja für die Zeit her dann auch absolut möglich, oder? Ja, und also eben vom ersten Wurf beim G&G Verlag hast du ja gerade einmal 5000 Stück verkauft. Was machen so Zahlen mit dir? Also das ist ja schon nicht selbstverständlich, dass vom ersten Buch so viel verkauft werden. Also es macht mir einfach eine Freude, wenn ich das weiss, dass das Buch so gut ankommt, dass Geschichten so gern gelesen und vorgelesen werden, dass 5000 Bücher über den Ladentisch gehen, dann habe ich das, freut mich unglaublich. Kann man da schon, also darf man das als Bestseller dann betiteln? Ja, offiziell, eigentlich schon fast, ja. Also es ist das erste Buch ist ich glaube also im Verlag an dritter Stelle von meistverkauften Büchern im 21 gewesen, wenn ich das jetzt richtig sage. Wohl, das müsste stimmen. Ja. Was sind die anderen 2 gewesen? Das weiss ich gerne. Ja, weißt du, vielleicht kannst du heute noch ein bisschen etwas abschreiben. Ja, nicht kopieren. Genau so. Nein, also ich meine, es ist einfach eine Wahnsinnsfreude, zumal einfach, als Vorarlberg kennt man mich ja schon länger, aber Gesamtösterreich oder auch der Deutschraum, den ich lerne den Teddy Edi und mich erst kennen, und darum ist es wirklich ein toller Erfolg. Also der Verlag hat eine Riesenfreude mit mir. Hat sich das auch ein bisschen gespiegelt mit deinen Auftritten? Also hast du auch jetzt mehr Anfragen aus der Schweiz, aus Deutschland und ganz Österreich? Ja, also das ist eigentlich ganz schwierig zu beantworten. Jetzt kann da Anfragen, aber die Pandemie hat man einen vollen Hund hingehauen. Das ist schon so. Also sämtliche Auftritte, wo ich hätte, hat man ja sowieso abgesehen oder irgendwie verschoben oder irgendwas. Aber tatsächlich habe ich jetzt für die Schweiz bzw. Liechtenstein 2 Anfragen bekommen und ich habe mich schon lange gewundert, warum denn die Schweizer mich eigentlich nicht einmal einladen zu einer Lesung. Ja, also darum, aber eben, du bist ja jetzt heute da, oder? Genau. Das ist so. Es braucht einfach Zeit und das läuft viel durch Mundpropaganda. Hey, wir sind bei Hofer auf einer Mitmachlesung oder so und dann kommt wieder ein Elternverein oder eine Bibliothek oder ein Veranstalter einfach drauf, wir könnten sie daheim mal anfragen. Thema Lesung ist noch so ein schwieriges Thema. Also ich habe unsere Alice Gabator, sie macht ja Jugendliteratur. Ich weiß nicht, ob sie kennst von Kulturschweiz. Okay, ja. Und sie macht jeweils Lesungen nur so, wenn die Schulen sie buchen quasi. Machst du mit dem Teddy Edi, wagst du dich da auch raus in eine Bücherei oder so? Ja, überall. Also wo man mich einlädt, komme ich auch hin. Also ich habe die Bücherei gelesen, in Turnhallen, überall. Also Lesung ist es ja nicht im klassischen Sinn. Ich tue immer Geschichten vom Teddy Edi erzählen und dann tun wir singen und tanzen zu einem Lied für die CD. Also bei mir ist das richtig so eine Mitmachlesung. Also Kinder hören und dann müssen wieder alle aufstehen und mittanzen oder halt dürfen. Und ja. Also 4D, es ist nicht so die starre Vorlesen. Also Vorlesen tue ich sowieso eigentlich gerne. Jetzt aus dem neuen Buch lese ich ganz eine kurze Sequenz vor, weil dann nicht der Kind so brutal taugt. Das habe ich nicht so herausgefunden. Aber sonst tue ich nur frei erzählen. Also ich habe zwar das Buch bei mir und zeige dann ein paar Illustrationen zur Geschichte, aber vorlesen tue ich eigentlich gerne. Ich tue wirklich frei erzählen. Spickzettel? Nein, gerne. Nein, das brauche ich nicht mehr, Gott sei Dank. Ja. Aber zum den Kindern einfach zu sagen, oder wenn ich zum Beispiel vom Zirkus erzähle, dann sage ich und dann ist der Clown vor dem Zirkuszelt gestanden und hat mit bunter Keuler jongliert, und das hat so ausgesehen, oder? Und dann sage ich den Kindern rundum,
Das ist natürlich so ein Anreiz, oder? Dass sie wollen ja das dann noch anschauen. Das heißt, sie müssen dann vielleicht auch das Buch aber das ist jetzt nicht 1:1 das, was du geschrieben hast, oder? Nein, Nein. Ja. Aber das finde ich noch einen spannenden Ansatz, oder? Ich habe einfach, also meine Zielgruppe sind ja 3- bis 7-, 8-Jährige. Und ich habe einfach herausgefunden, dass die Konzentration viel stärker bei mir ist, wenn ich frei erzähle, weil du kann ich natürlich mit Lautstärke oder das kann ich viel spannender gestalten, als wenn ich es vorlese. Also für mich ist es angenehmer oder halt stimmiger, wenn ich einfach da hocke und das erzähle, oder? Dann habe ich die Idee auf dem Schoß und dann kann ich halt mit dem auch noch umwerkeln. Sagt er noch etwas dazu? Dann? Nein. Wir können den ja nicht hören. Nein, das können den ja gar nicht hören. Stimmt, ja. Ei. Genau. Ja, es wäre schon noch interessant, wenn man irgendwie so ein Musikdöschen einbauen würde, wo so hoch ist, dass es wirklich noch Kinder hören. Das gibt ja so Sachen, weißt du, die Hundepfeifen genau, zum Beispiel. So, das ist so. Jetzt hat er Pfeifen so und du hast nichts gehört. So, Mama nicht gehört. Genau. Nein, das wäre so das nächste Ding im Prinzip. Wie sieht es aus mit zukünftigen Projekten? Respektive hast du auch während der Pandemie hast du hin und wieder einmal einen Song veröffentlicht von dir, wo jetzt nichts mit dem Thema Teddy zu tun hat. Ja. Gibt es da irgendwann einmal so ein Ingrid Hofer Soloalbum für Erwachsene ohne Kinderlieder? Oder ist das so ein bisschen eine Zeitfrage? Ja, also Zeit ist ein bisschen knapp bemessen. Ich glaube nicht, dass ich das mache, weil das ist ja gar nicht mein Ding. Also was ich wirklich als grossen Wunsch hätte, wäre, dass ich irgendwann einmal ein Dialektalbum rausbringe für Erwachsene. Das hätte mir wirklich taugen. Mit lauter Luschnauer Lieder, die ich selbst geschrieben habe, das hätte mir schon gefallen. So. Zusammen, also als Familie Hofer quasi, oder nicht? Ja, sogar. Das muss nicht unbedingt sein. Nein, ich glaube eigentlich nur, weil ich habe eine ganz andere Idee als meine Eltern haben, oder? Aber nein, das tut mich einfach reizen, weil es so wenig gibt. Weißt du? Auf Luschnauer ist. Und mir gefällt ja unsere Sprache unglaublich gut. Und die Leute hören das auch so gern, oder? Also so regional könnte ich mir schon vorstellen, dass ich vielleicht einmal noch was mache. Aber ist das, wie muss man sich das vorstellen? Ist Lustenauer Dialekt komplett anders als jetzt, wenn jemand von Blue Dance oder von... Ja. Es ist ganz ist das wirklich bei jedem Dorf anderer Dialekt? Oder sind die da so eine von denen? Wir sind extraordinary. Ja. Nein, wir sind wirklich, wir sind eigentlich der Schweizer Sprache viel näher als dem Rest von Radlberg. Also, oder Bregenzer Wälder haben auch sehr viele Wörter im Dialekt, wo wir auch haben. Also das ist eine kleine Art verwandt. Aber wenn ich jetzt, verstaut tut man mich schon, wenn ich jetzt Bludens anfange rede. Aber bei uns ist es zum Beispiel so, dass ein Torrebierer und ein Schwarzacher, wo ja wirklich Nachbargemeinden sind, denen verstehen die jetzt Wort voneinander. Aber wenn wir mal ausholen und richtig mit den alten Dialektwörtern kommt, dann schaut die Sache schon wieder anders aus. Du hast eben, deine Eltern sind schon sehr am Dialekt zugewandt gewesen und haben sich eingesetzt für den. Du jetzt auch im Prinzip. Ist denn das so ein Dialekt, der fast ein bisschen ausstirbt? Also reden deine Kinder jetzt nicht mehr so den richtigen Lustenauer wie du? Nein, das ist, weil meine Mama ist kein Lustenauer. Dann kommt vom Oberland und ist auch noch halb Italiener. Das heisst, wir haben ganz eine wilde Mischung. Und ich muss viel mal lachen, weil bei uns zum Beispiel der Kleinste, der ist jetzt 5, der redet das schönste Lustenauer ist von allen 3. Also sie können es zwar, oder? Wenn sie zum Beispiel bis Nacht, einen Nachmittag bei meinen Eltern verbracht haben und sie konnten holen, dann reden sie viel. Das ist der richtige schöner Genuss zum Ja, genau, dann ist wieder mehr Lust. Wenn wir aber bei Nonna sind im Oberland, oder? Dann merke ich einfach, okay, jetzt ist wieder volle Mischung da, oder? Aber das ist Dialekt ist ja auch lebendig, also es muss sich ja auch weiterentwickeln. Und man darf da auch keine Angst haben, dass er ausstirbt. Er wird halt anders. Er entwickelt sich, aber das ist alles schon so gewesen, oder? Ja, ich finde es eben noch spannend, weil ich bin ja aus dem Prättigau, oder? Und habe aber wirklich nicht den Prättigauer Dialekt angenommen. Und irgendwie ist das so... das ist immer etwa die zweite Frage, wenn ich sage, hey, komm aus Jenatz und so, und wo hast du denn die Dialekt da? Und das ist schon spannend, ja.
Aber es gibt, also bist denn du nicht so ein Purist, der wirklich sagt, ja, nur der Dialekt ist der richtige? Nicht. Nee, gerne. Ja. Aber ich mag den Luschnoer Dialekt unglaublich gern. Also wir haben einfach so lustige Wörter, wo man so... Also bei uns tut man zum Beispiel alle Verben, also zum Beispiel sagt man bei uns nicht Gitarre spielen, sondern bei uns heißt das Gitarre. Oder wenn ich Schlittschuh laufen gehe, also Schlittschuhe sind bei uns Schliefschuhe und dann heißt das, ich gehe Schliefschuhe. Oder? Oder wenn ich Auto fahre... Schliefschüler. Ja, also es ist noch lustig. Ja, es ist eben ganz Prättigau hat zum oder? Teil, ich weiß nicht, ist das auch so ein Walzer? Ja, wir sind eigentlich alemannische, wir sind Alemannensprache. Ja. Aber es ist lustig, eben, es ist eigentlich nicht so weit auseinander und darum gibt es eben gewisse Wörter, die auch so ein bisschen irgendwie im Brett, also bei uns gelandet sind. Ja. Oder vielleicht gibt es auch Wörter, die von uns sind. Ganz sicher. Mein Papa wäre dort Spezialist, dann könnte das jetzt ganz genau erklären, wie das alles entwickelt wird. Wie sehen deine Kinder, dass du mega erfolgreich bist mit dem ganzen Zeugs? Sind sie da sehr stolz, oder? Wir machen dort eigentlich kein grosses Thema draus, daheim. Aber sie wissen es natürlich. Also es ist eher so, dass, wenn wir jetzt einmal unterwegs sind, dass Leute mich anreden und sagen, du bist doch die Ingrid Hofer von Teddy Eddy oder so, dass sie es dann mitkriegen. Ja, ich weiß das nicht. Also ich glaube, sie haben schon wahnsinnig gefreut. Also sie dürfen zum Beispiel immer bei den Videos mittanzen oder oben Lieder mitsingen, wenn ich eine Kinderstimme brauche. Aber das dürfen sie immer selber entscheiden und sie tun immer wirklich so gern mit. Sie haben alle wahnsinnig gefreut. Und also mir ist einmal passiert, das hat mich wirklich lustig gedacht, wir sind irgendwo eingeladen gewesen und der Kleine, der 5-Jährige, ist schon im Haus gewesen. Und ich komme dann hin und dann sagt die Frau, wo wir gewesen sind, sagt, der Kleine ist reingekommen und er hat gesagt, meine Mama kommt gleich und das ist die, die Teddy Eddy schreibt. Also so als Info. So. Und sie hat gesagt, Ladies and Gentlemen, my mom. Genau. Das hat mich so amüsiert, aber das gibt es gerne. Also, aber ich glaube, es ist schon, sie haben sich sicher erfreut, aber wir tun da nicht ein Drama draus machen oder halt, es ist einfach, wie es ist. Könnte es nicht auch sein, also eben, jetzt momentan sind sie noch so ein bisschen in dem Alter, und wo sie das auch verstehen. Vielleicht kommen sie irgendwann, sicher kommen sie irgendwann in die Pubertät. Ja, hast du da nicht Angst, dass sie dann nachher finden, das ist gut, was Mama macht? Nein, dort habe ich eigentlich keine Angst. Also ich habe auch einen Anspruch an mich und an meine Produkte. Das heisst, ich würde nie was rausgeben, wo ich nicht dahinter stand, wo ich mir denke, das ist eigentlich ein Quatsch, oder? Und ich lasse es auch immer für Leute absichern, weißt, wo einfach sagen, passt gut, Ingrid, kannst du rausschiessen. Also darum, das habe ich gerne. Du denkst, wenn du nie etwas schnellschussmäßig machst, dann... Ja, aber weißt du, so rein von der Thematik her finden sie ja, irgendwann sind es wahrscheinlich zu gross für Kinderlieder. Oder für das ist mir auf jeden Fall, aber das ist ja gleich, oder? Also, sie müssen es ja dann nicht losen, oder? Weißt, okay. Also du siehst, da bin ich ganz gelassen. Okay, weil also ich denke jetzt dort an mich, oder? Ich stand zum Beispiel voll auf die Lieder von Rolf Zuckowski. Ja. Ich meine, das ist ja ein Wahnsinn, oder? Und dort dann muss sich nie schämen für die Sachen, die er gemacht hat, oder? Und das ist schon wurscht, in welchem Alter du Kinder oder Erwachsene, die mit dem Rolf Zuckowski aufgewachsen sind, los und dann sicher eine Weile lang deine Lieder nicht mehr. Das ist ja klar. Aber wenn du selber wieder Kind hast, los hast automatisch wieder deine Lieder, weil du dich erinnerst, ja positiv, oder? Ja. Und ich hoffe halt, dass das beim Teddy Eddy und bei meiner Sache einfach auch so ist. Also hast du auch so einen zeitlosen Anspruch? Also, dass es eine gewisse das wäre schon gut. Generationen... mehrere Generationen begeistern kann. Oder? Das ist beim Geschriebenen schwieriger als bei Musik. Musik wird ja eigentlich nie alt. Also man hört ja Lieder aus den 70er Jahren, aus den 50er Jahren. Klar, der Sound ist vielleicht veraltet, aber das Lied an sich ist nach wie vor up-to-date, oder? Also du bist immer noch... Ja, vielfach eine bessere Qualität. Ja, Qualität ist sicher besser. So vom Songwriting aber her, so oder? Vom Schreibstil, dort tut sich schon damals natürlich über die Jahre, oder? Aber eigentlich nö. Also man liest ja heute alle noch Pumuckl gern, oder Pippi Langstrumpf ist ja auch ein Klassiker, oder? Und wenn man das liest, ja... Was mich noch wundernimmt, ist,
jetzt in den Schulen und so wird vielfach auf Digitalisierung gesetzt und mit iPads oder mit Computern geschafft. Gibt es dieses Buch auch als E-Book oder willst du das wirklich lieber nur in... Ja, ich sehe es. Ja, genau. Nee, genau. aber das ist schon ganz einfach, Chris, oder? Also wenn du jetzt an ein Kind denkst, Kinder haben ja sowieso schon in meinen Augen viel zu viel das Handy und das iPad in Händen, oder? Und es ist einfach also ein Buch hat einfach so wunderbare Haptik, oder? Das ist einfach so toll zum Angreifen und zum Blättern, oder? Der Geruch, Geräusche, alles, was dazu gehört zu einem Buch. Ich möchte es auf jeden Fall, dass das so vermittelt wird. Also das wäre mein Wunsch, oder? Und ich meine, das muss man schon relativieren. Es gibt natürlich die Bücher online oder halt als Ding zum Lesen, aber digital zum Lesen. Aber die Prozentzahl ist eigentlich gering, die also digitale Bücher lesen. Oder? Und das sind dann vielleicht viele Leser, die im Urlaub einfach sagen, boah, ich kann nicht 5 Bücher inpacken oder ich habe jetzt keine Lust für das. Oder? Ich glaube, dass so richtige, also die gerne lesen, haben auch immer gerne Bücher. Also das ist meine Erfahrung aus dem Bekannten- und Verwandten- und Freundeskreis. Die Leute, die Bücher gerne lesen, die brauchen auch meistens ein Buch. Oder? Das ist aber eben, du hast ja gleich eine gewisse Digitalisierung ist ja gleich passiert, oder? Ja, du hast ja klar. die QR-Codes neu, wo Lieder drauf sind, oder? Was passiert denn, wenn ich jetzt da das Handy nehme und den QR-Code scannen würde? Also wir haben das so gemacht, der Verlag und ich, das ist mir ein Anliegen gewesen, weil ich schreibe ja zu jeder Geschichte ein Lied. Dann ist im Buch da der QR-Code, den kann man abscannen und dann kommt man zum Lied und zum Video, auf YouTube? Wo zur Geschichte passt oder zur Geschichte gehört. Also das heißt, man kann das Buch lesen und kann dann auch noch, wenn man Lust hat, singen und tanzen zum Lied. Dann ist dir das immer noch geblieben, dass die Freude vermitteln an Bewegung, oder? Ja, auf jeden Fall. Das zieht sich jetzt auch bei den nächsten Büchern immer durch, ja, oder? Das ist dir ein wichtiges Anliegen, das Kind... Eben weg von diesen Tablets und Computern halt raus und sich bewegen. Genau. Also ich sehe einfach, dass das wahnsinnig gut ankommt und das Konzept aufgeht. Also du hast Geschichte, du kannst aber auch das Lied hören, du kannst dazu singen, du kannst dazu tanzen und das ist ja das, was Kinder so gerne tun. Also das ist ja, oder? Jedes Kind kommt eigentlich auf die Welt und ist neugierig und will sich bewegen und nachher hast du auch Musik, mit Musik erreichst du Kind immer am allerbesten, oder? Und darum, also ich probiere immer zum Lied, oder halt das haben wir mit dem G&G Verlag, wir haben das miteinander ausgetüftelt, dass in jedem Buch einfach ein QR-Code drin ist, der zum Lied und zum Video führt. Eben, das ist im Januar rausgekommen. Ja. Da ist er im Zirkus. Wo geht er als nächstes? Als Nerds kommt im Herbst ein Vorlesebuch mit 12 Kurzgeschichten raus. Und dort sind halt ganz viele verschiedene Abenteuer drin. Also dort wird... Geht er in den Zoo auch noch? Oder? Im Zoo nein. Zoo-Geschichte gibt es noch nicht. Aber es kommt eine Müllabfuhrgeschichte vor. Einmal sind sie im Berg an der Aach und dort passiert ein furchtbares Unglück. Also nichts Dramatisches, aber halt, es sind ja immer Geschichten, wo eigentlich uns zum Lachen bringen sollen und wirklich Freude machen sollen. Genau. Ich sehe, du hast ja so ein relativ komplettes Repertoire schon an CD. Eigentlich fehlt jetzt nur noch so die animierte Serie, oder? Ja, das wäre also auf meiner Wunschliste steht das wäre noch so. Okay. Also was hast du sonst noch so? Also was willst du mit dem CD, wenn man schon so viele Sachen erreicht hat? Es gibt Bücher, es gibt Tanz-DVD, es gibt in Gebärdensprache sogar. Es gibt Musik, es gibt Live-Lesungen, es gibt Teddybär selber. Was kann man denn da, was kannst du überhaupt noch machen? Oder was hast du überhaupt noch viele tolle Sachen. auf der Liste? Animierte Serie wäre natürlich der Oberhammer. Was ich auch unbedingt haben möchte, und da sind wir jetzt schon ein bisschen am Arbeiten, ist ein Musical. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es macht auch noch Sinn, ist ja. Ja, es bietet also, ist eigentlich aufgelegt, oder? Ja. Ich brauche jetzt nur jemanden, da sind wir dran, wo einfach eine Geschichte schreibt und wo das alles zusammen nicht verpacken kann. Und ein Hörbuch ist auch schon ewig auf meiner Wunschliste gestanden und das kommt jetzt gerade raus. Also das hat der Verlag auch mitgezogen. Dann haben gesagt, das ist eine super Idee. Und das hat man jetzt gerade das Zirkusbuch als Hörbuch gemacht. Ah, okay, super, ja. Das kommt jetzt
müsste eigentlich demnächst online gehen. Die Vorlesegeschichte hast du auch als Hörbuch? Nein, noch nicht. Also das ist jetzt der Probedurchgang. Ja. Wenn das gut und tust du vorlesen, nehme ich an, oder? Nein. Eine Schauspielerin? Ein Schauspieler. Also mein Wunsch ist, dass es eine männliche Stimme ist. Ja. Unbedingt. Und ich stelle mir es halt so vor, oder? Wenn jetzt jemand Ingrid Hofer CDs schon hören muss, dann hat er die ganze Zeit meine Stimme im Ohr. Und irgendwann langt das dann noch einmal. Und darum habe ich gesagt, ich möchte unbedingt, dass das ein Mann vorliest. Und wir haben dann einen super Schauspieler gefunden, wo der Text hingelesen hat. Und das ist wirklich entzückend war. Also eine wahnsinnige Freude. Ja, herzig. Ja. Also eben, dann das Hörbuch kommt. Das Hörbuch kommt, Musical sind wir dran. Das Musical wird sicher da. Animierte Serie könnt ihr euch melden bei ihr, wenn ihr das könnt. Genau. So. Genau. Ja, und eben, es geht nicht lang und dann kommt jetzt das nächste Buch. Also, genau. Also, und jetzt möchte ich ein paar Lieder noch produzieren, ein paar neue Verhör, dass einfach wieder einmal erklären, was vorwärts geht. Oder für mich muss dann einfach immer wieder was Neues passieren. Ja. Ja, da die neuen Welten, die sich öffnen in der Schweiz und in Deutschland, da muss man natürlich auch mit neuem Material bespielen, oder? Jawohl, Nein, das ist super. Ja. Hey, danke vielmals, dass du da warst. Wie immer eine mega grosse Freude. Danke, Chris. Und lustig ist, wir haben fast vor 3 Jahren auch einen Talk gekauft, Kultur. Fast vor 3 Jahren. Also, das ist so. Ist einfach schön zu sehen, wie das Projekt weiter wächst und dass du dran bist, finde ich mega cool. Und freue mich auf die nächsten 3 Jahre. Oder was passiert. 3, 6, 9 Jahre. Nein, genau. Ich habe mega Freude, dass danke, dass immer Chris, dran danke bist. für die Einladung. Schön, dass ich da sein dürfen. Danke vielmals. Ja, das wäre es schon gewesen. Teddy Eddy im Zirkus gibt es überall. Bär, Teddy Eddy gibt es auch überall. Auf ihrer Webseite und überall. Ja, schauen, es gibt viele Sachen wie ihr. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ciao.